Hi miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich dir etwas über die Montessori-Pädagogik erzählen. Maria Montessori hat die Pädagogik vor über 100 Jahren gegründet und eigentlich der Leitsatz von dieser Pädagogik ist: Hilf mir, es selbst zu tun. Das soll so viel heißen wie: Mami, mach es nicht für mich stellvertretend, sondern zeig mir einen Weg oder ein Hilfsmittel, wie ich das selber machen kann, dass ich selber zu meinem Ziel komme. Ja, in dieser Pädagogik wird groß geschrieben, dass man Kinder in ihrer Persönlichkeit respektiert, sie auf dem Entwicklungsweg liebevoll und hilfsbereit begleitet und ihnen eine vorbereitete Umgebung schafft, dass sie mit ihren Interessen und ihren Ressourcen selbstständig tätig werden können. Und da gibt es verschiedene Beispiele. Also, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass dein Kind mega Interesse hat am Köcheln oder eben einfach auch am Umlehren, hin und her lehren. Das habe ich jetzt beim Joshua beobachtet und ich habe jetzt angefangen, dass ich ihm nicht zum Morgen richte. Weil, ja, er hat auch nicht gerne zum Morgen gegessen und da habe ich auch einen Weg gesucht, wie ich ihn vielleicht auch motivieren kann zum Morgen essen. Ja, und weil ich das beobachtet habe, dass er da gerne auch ein bisschen kocht in seiner Kinderküche und auch Sachen hin und her lernt, habe ich so kleine Kühe gekauft im Bockenhaus. Und jetzt stelle ich einmal in eine Schüssel herstellen. In einem Krug tue ich Milch rein, im anderen tue ich Müsli rein. Und dann kann er da selber sein Morgenmüsli mischen. Das findet er mega lecker und er ist auch mega motiviert zum Essen. Ich habe auch noch ein anderes farbiges Krügli und dort tue ich einmal das Wasser rein, wo er auch selber in sein Glas leeren kann. Und ja, so ist er top motiviert und ich kann ihn in seinem Interesse, in seinen Ressourcen stärken. Er hat wirklich auch die viel motorische Begabung, um die Sachen umzulernen, ohne wirklich daneben zu schütten. Also es ist klar, dass mal etwas daneben kommt. Aber eben die Montessori-Pädagogik soll ja eigentlich auch heissen, also das ist eine Lerntheorie, Lernen durch Versuch und Irrtum. Also einfach mal etwas ausprobieren. Entweder es klappt oder man lernt dann durch den Irrtum, wie man es vielleicht anders machen kann. Und so eigentlich das Kind selbstständig erfahren lassen und so selbstständig lernen lassen. Das ist eigentlich ein bisschen das Ziel von dieser Pädagogik. Ja, ich habe mir gesagt, dass ich da ein bisschen Sachen ausprobieren mit dem Joshua, weil ich auch das Gefühl habe, dass er sehr interessiert ist, allgemein zum selbstständig sein. Ich kann auch ein bisschen mit dem Trotzalter zusammenhängen, dass er einfach nicht so Lust hat, dass ich etwas hilf. Aber genau in dieser Situation habe ich das Gefühl, ich kann ihn packen und ihn auch motivieren zum selbstständig handeln. Und ich bin da jetzt ein bisschen am Nachlesen, was es denn für tolle Ideen gibt, um Kind in dieser Selbstständigkeit bzw. in dieser Montessori-Pädagogik zu unterstützen. Ja, und ich werde euch da natürlich auch weitere Videos, die ich zu dem Thema mache, da gerne verlinken. Und wenn ihr eine mega leise Idee habt oder eine Meinung zu dieser Pädagogik, bin ich natürlich dankbar, wenn ihr da auch in die Kommentare hineinschreibt. Danke vielmals. Tschüss miteinander.